Morgen, New York. Wir haben jetzt 6 Uhr noch was. Wir sind schon seit 3 Uhr morgens wach. Ne, seit kurz vor 4 sind wir schon wach. Und heute geht's zurück nach Deutschland. Traurig, aber wahr. Um 20 Uhr. Wir müssen um 12 Uhr hier auschecken. Und um 22 Uhr fliegt unser Flieger. Was machen wir so lange mit unserem Koffer? No. Wir wollen zur Brooklyn Bridge. Da war ich nicht. Da waren wir noch nicht. Und danach, keine Ahnung. Heute ist Valentinstag. Wir sind in New York, Valentinstag. Tja. Ja, auf jeden Fall, wo war ich? Heute ist Valentinstag. Wir sind Valentinstag in New York. Was soll ich dazu sagen? Das ist mega geil. Meine Haare on fleek, wie man so schön sagt. I woke up like this. Also mein Gesicht nicht. Oh man. Und ja, meine Mutter packt schon unsere Koffer. Und da guck mal her. Packt unsere Koffer und sie sucht. Meine Koffer, nicht unsere Koffer. Hä? Packst meinen Koffer nicht, wie? Und sie sucht sich gerade aus, was sie anziehen soll. Ach, deswegen hast du meinen Koffer angepasst, wolltest gucken, ob du von mir was anziehen kannst. Genau. Und ich dachte, du packst meinen Koffer. Genau. Fail. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß echt nicht, ich glaube, ich bin noch unter Schock, weil ich nicht weiß, ob ich traurig sein soll, ob ich irgendwie, weil wir heute fliegen, ich realisiere das irgendwie alles noch nicht so richtig. Ich bin in Amerika. Ja, und George Clooney ist in Berlin und ich bin in Amerika. Wir haben uns verpasst. Aber ich wusste, bevor ich hierher geflogen bin, weil ich habe nachgecheckt, wer so Berlinale da sein wird. Und ich bin dieses Jahr nicht dabei. Wie heißt er? Dann habe ich gesehen, dass George Clooney kommen wird. Sein Film eröffnet die Berlinale, voll geil. Ja. Schade, dass ich nie da bin. Gut für seine Amel. Na gut, bis später. Ja, wisst ihr, was das Geile ist? Früher am Morgen McDonald's Cola, was aber schon fast nicht mehr so gut schmeckt, weil die Kohlensäure weg ist. So, wir gehen jetzt wieder frühstücken. Ihr denkt bestimmt, hat sich die ganze Zeit nur diese Oberteile an. Ja, habe ich, weil, keine Ahnung, ich habe nicht so viel mitgenommen. Ja, nur 3 Tage, ne? Thank you. Sono di verese sono. Masala yani ve kemna şede. Ama diğer araçlar ben hiç sormadım. Da heute Valentinstag ist, haben die hier so richtig süße Blumen hingestellt. Sind die echt? Ja, die sind echt heuglich. Und die stellen hier auch keine Kerzen an. Die haben hier irgendwie, in Deutschland ist ja in jedem Restaurant oder so, sind ja an den Tischen Kerzen. Hier überhaupt nicht. Außer mal am Valentinstag Blumen. Tut es nett. Ich komme mir voll bescheuert vor, weil die Leute denken, warum redet ihr jetzt die ganze Zeit mit der Kamera? Naja, guten Appetit.
Wir haben jetzt gerade mal 10 Uhr, müssen um 12 Uhr auschecken. Ich habe jetzt das Zimmermädchen ihr Bescheid gesagt, dass es hier richtig kalt ist. Aber irgendwie kommt sie nicht. Ja, jetzt müssen wir hier aufräumen und dann müssen wir wieder raus. Aber ich schminke mich jetzt erstmal. Und dann sehen wir weiter. Leute, was ist hier los? Das Wasser funktioniert irgendwie. Guck mal. Das ist. Hä, Uchichi? Ja, jetzt funktioniert es auf einmal. Aber das ist immer noch eklig gelb. Na toll. Ich putze mir jetzt die Zähne. Und es sind minus 15 Grad. Ich sehe gerade aus wie so eine Obdachlose. Es sind 15 Grad draußen. Es sind 15 Grad draußen. Minus 15, nicht 5. Minus 15. Leute, guck mal, ich heule, weil ich gehe. Spaß. Nein. Ich weiß auch nicht. Ich muss die ganze Zeit lachen. Egal, was meine Mutter macht. Was meine Mutter macht oder sagt. Ich muss lachen. Ich muss lachen. Wir haben uns jetzt gerade... Die Tränen schmecken salzig. Wir haben uns gerade fertig gemacht. Ich habe meine Fingernägel gemacht. Ja. Und ich muss die ganze Zeit lachen. Ich weiß nicht warum. Scheiße, jetzt ist meine Schminke verschmiert. Mann. Scheiße. Oh Mann. Ich muss gerade echt über jede Kleinigkeit lachen. Über jede. Ich weiß nicht. Die Zimmerfrau da, Zimmermädchen da, sagt, das ist halt so eine Chinesin, die Arme. Die sagt die ganze Zeit, also nicht die Arme, weil sie Chinesin ist, sondern die Arme, weil ich sie gerade irgendwie so auslache. Also was heißt auslache? Mann, ihr checkt schon, was ich meine. Die sagt, die ist halt Chinesisch und sagt, das seid ihr weg, meine Mutter kann es voll gut sagen. Housekeeping! Er hat immer so eine Piepstimme, ey. Ich muss über alles lachen. Bye bye Zimmer. Bis nächstes Mal in New York wahrscheinlich. Wir dürfen jetzt zum Glück unsere Taschen hier lassen. Unsere Koffer besser gesagt. Und fahren jetzt zur Brooklyn Bridge. Hallo, wir sehen Brooklyn Bridge. Das ist so geil. Wir sind jetzt aus dem Taxi raus und laufen jetzt zur Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge und die ist da hinten. Woohoo! So nice! Oh, es ist so kalt! Da hinten sieht man die Freiheitsstatue. Oh Gott! Da hinten ist das Empire State Building. Da ist World Trade Center. Hier ist die Brooklyn Bridge. Was weiß ich denn noch alles? Da hinten Freiheitsstatue. Das war's auch.
Leute, ich habe mir gerade K-Pop geholt und ich gehe. Wo noch was? Da wird Texina. Ich habe mir jetzt K-Pop geholt und zwar möchte ich die mal probieren und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Riecht süß. Doch, eigentlich schmeckt es. Ich komme mir richtig bescheuert vor, wenn ich hier am Straßenrand stehe und so mache. Weil das sieht in Deutschland nicht so schön aus. Mother Charas. Ja. Hey! Wie? Der hält einfach nicht. Sag mal nochmal. Nee, sag nochmal. Wenn wir die ganze Zeit so stehen bleiben, meint sie, dann werden wir auch noch eine Freiheitsstatue. Weil es arschkalt ist. Hihi. Hey Kani. Kurdistan. Hey Kani, ich grüße dich aus New York. Hihi. Grüß dich. Aus New York, aus Eis, aus keine Ahnung. Grüß dich aus Eis, weil es so kalt ist. So, wir sind jetzt endlich im Taxi und fahren jetzt zurück zum Hotel. Wisst ihr, was das Blöde hier ist? Wenn man hier etwas kauft, dann zahlst du die Steuern extra mit. Also das wird nicht gleich in den Preis mit verkauft, berechnet, sondern an der Kasse. Und es ist so blöd, es ist genauso wie in einem Restaurant, zum Beispiel bei uns auch im Hotel. Da ist immer $1 noch was, ist immer Steuer. Und Trinkgeld. Trinkgeld mussten wir auch im Restaurant zahlen. Obwohl bei uns ist es freiwillig. Hier muss man das anscheinend. Jetzt waren wir gerade in der Mall und fahren jetzt zurück zum Hotel. Wir wärmen uns auf und dann haben wir auch schon nicht mehr lange Zeit, dann müssen wir auch sofort zum Flughafen fahren. So süß, weil heute Valentinstag ist, haben die hier Kakao und so ein bisschen so kleine Cupcakes haben sie dahingestellt da drüben mit Wein und Sekt, glaube ich. Guckt euch mal bitte meine Hände an. Die sind geplatzt. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber ich spüre das. Richtig, die brennen. Gerade weil ich die jetzt auch eingecremt habe. Weil die so trocken waren, brennen die jetzt mächtig. Es tut so weh. Und wir sitzen hier gerade vor so einem Ventilator, der aber so richtig warm ist. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Der Taxifahrer war mega nett und ist mega gut gefahren. Wir sind innerhalb 35 Minuten hier gewesen. Victoria's Secret, come, Victoria's Secret, come.
So, ihr Lieben, ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen. Ich bin fix und fertig. Ich glaube, ich sehe auch so aus. Und ja, ich beende jetzt hiermit die ganzen Videos. Ich meine, also wenn ihr das jetzt gesehen habt, dann habt ihr die anderen schon längst gesehen. Ich hoffe, die haben euch alle gefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mir echt wirklich so viel Mühe gegeben mit dem Filmen und habe auch versucht, gute Videos zu machen. Aber dieses Wetter. Also wir haben jetzt hier gerade in Berlin 3 Grad. Das ist für mich schon so warm. Ich meine, dort war das minus 15 Grad und am Flughafen war so eine Stewardess. Die hat mit einer anderen geredet und sie meinte, ja, ich war gerade in New York und das war halt das waren die kältesten Tage, die seit 20 Jahren oder so. Das passiert ausgerechnet uns, ja, na egal. Hauptsache, wir haben das alles genossen und das haben wir auch und es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich meine, hallo, ich war in New York, ich war in Amerika. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, weil ich es noch nicht alles so realisiere, dass ich gerade in New York war. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es wirklich kurz war. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal so die ganzen Videos angucke und die Videos schneide und alles, kommen so langsam wieder die Erinnerungen hoch und dann geht es auch wieder. Ja, jetzt möchte ich mich nochmal bei euch allen wirklich bedanken, die das Bild geliked haben. Ohne euch wäre dieser kurze Trip nie möglich. Und ich bin so unendlich dankbar und so glücklich, dass du gekommen bist. Besser hätte das ja wirklich nicht starten können. Ich hätte mir das nie erträumt, dass ich dieses Jahr nach Amerika fliege. Ich meine, wenn ich jetzt schon dort wieder meine ganzen Bilder und alles sehe, ich war da, ich war gerade eben dort. Hä? Das ist unglaubwürdig. Unglaublich. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt selber, die ganzen Videos anzugucken und zu schneiden. Aber erstmal komme ich an, ich schlafe glaube ich noch eine Esse und dann fange ich morgen glaube ich erst an mit den Videos schneiden. Ja. Dann danke nochmal für alles und ich liebe euch alle wirklich so sehr. Es war so schön, ich bin so happy, es war so toll. Ja. Bye bye. Warum? Ich habe geträumt, ich war in Amerika. Ja, nein. Ja. Ja, es war gar kein Traum.